Läuft das Band? Ja, ja, dat. Dann los Jon. Tag Hermann. Tag Caroline. Tag Lev Lückscher zu Hause und unterwegs. Schön, dass da sit. Lev Lückscher, das Schicksal von de Pens aus der Ukraine, das hat uns immer wieder touchiert. Das ist so schrecklich, dass sie von der Eltern getrennt werden oder von der Mam, dass sie fortgetragen werden und irgendwo anders leben müssen. Es ist ganz schlimm. Was das anbelangt, hat ich ja als Kind Glück gehabt. Bin nicht entführt worden, bin am Leben geblieben und die ganze Familie war am Ende vom Krieg wieder bei ihnen. Mit den gelassen sagen wir sprechen hier von der Zeit von 1939 bis 1945. Also wo du 9 Jahre alt warst, dann eben 6 Jahre bis 15. Genau so war es. Also ich mein, Glück gehabt, natürlich, das ist toll, wenn keiner dort geblieben ist. Aber Glück sieht doch anders aus, wie die Nächte im Keller zu verleben. Und später auch so ja ein Fan von der Familie und Fan von Köln. Ja, so gesehen, wenn nicht so süß, war es natürlich schlimm. So, ja, arg schlimm. Es war so schlimm, dass die Sirene, die nach dem Krieg Probe wies, wieder alle Vierteljahr, glaube ich, geprobt wurde, die dann mit einem Auf- und Abton anfingen. Das heißt also Alarm. Und dann mit einem gleichbleibenden Ton Entwarnung gerufen. Jedes Mal, wenn ich das Auf- und Ab geholt habe, bin ich zusammengezogen und das lief mir der Rücken kalt darauf. Ich habe insofern Glück gehabt. Die Kellerkonstruktion, ich mochte nicht in der Bunker, mir Neubau, in der Naumann-Siedlung in Riel, um es deutlich zu sagen. Also im Norden von Köln, an der Peripherie, wo die Bombe nicht mehr so abgeworfen wurde. Da wird die Naumann-Siedlung, die der Adenauer übrigens noch gebaut hat, und zwar im Hochwassergebiet. Und das hat zur Folge gehabt, die Naumann-Siedlung steht zum Teil auf Stelzen. Das heißt, da wurden dann Sachen gerammt und betoniert und da kommt dann echt der Kellerboden und dann der normale Keller. Und so kannte man das in Friedenszeiten. Und wenn dann Alarm war, dann war es so, die Stelzen, das war ja der Luftzwäsche. Und dann hätten wir das auch ummauert, kräftig ummauert. Und so hatten wir unter dem Keller einen Luftschutzkeller. Wurden dann eine Eisentür montiert und an der Bank vorbei wurde eine Bank aufgestellt, wo man dann bei Fliegealarm sich hinsetzen konnte. Und wir täten dann dort auf der ersten Etage wohnen. Das war also nicht zu weit für uns, wenn dann nachts aus dem Bett raus in der Keller und vom Keller aus allerdings auf der Hof und vom Hof dann in diesen Stelzenkeller, sage ich Ihnen so. Ja, wenn man dann zu Hause war es ja gut. Aber du hast erzählt von einer Situation, wo du mit deiner Mama unterwegs warst im Theater. Ach ja, das war am Rudolfplatz, hieß es. Damals war dieses Open House. In den 1920er Jahren wurde ja ein klassisches Open House gebaut, was übrigens nach dem Krieg noch funktionstüchtig war, bis auf die Hauptbühne. So, das wollte ich aber nicht erzählen. Ich war mit meiner Mom im Opernhaus und da haben wir von Giuseppe Verdi der Troubadour geholt. Und da kam dann die Stelle, wo die Soldaten da mit Schwertern und Lanzen standen, mit breitbeinig und Helm ab und dann kräftig singen, wir siegen, wir siegen. Und an der Stelle ging der eiserne Vorhang rauf. Es kam einer für den Vorhang,
für der eiserne Vorhang und sagt, wir bitten das Publikum, ganz ruhig den Saal zu verlassen und den Luftschutzkeller aufzusuchen. Sobald Entwarnung ist, fahren wir mit der Vorstellung fort. Ja, so ist es dann auch gekommen. Als Entwarnung war es immer wieder rob und ja, ich meine, die hätten das Lied fertig gesungen. Und wie man die Kölsche kennt, links und rechts, bei allem betrefften Korb, Jeremele war wohl immer wieder ins Fass zu stellen. Ist ja schrecklich. Also das ist eine Situation, die fing ich rief für einen Film zu machen. Wie war das dann so, wann ihr da im Keller gesessen hat, wann es Alarm gejoben hat? Ich meine jetzt nicht bei der Oper, ich meine ganz grundsätzlich. Ja, da kann ich mich an sich nur ganz dunkel erinnern. Die Leute saßen all in der vorwiegend still. Und wenn sie sich unterhalten haben, wurde das irgendwie gedrückt. Und was ich getan habe, weiß ich nicht mehr. Wahrscheinlich war ein Leserad. Wahrscheinlich habe ich noch Karl May oder Sigismund Röstig oder jetzt mitgenommen. Aber richtig wissen, tue ich das nicht mehr. Das Verdrängen det ja vielleicht auch helfen. Oder man schrieb sich von der Seele. Mein Vater hat Sachen abgeschrieben und was mich erst beeindruckt hat, ist, der hat abgeschrieben, dass da eine Frau im Haus war, die hat jedes Mal, wenn man das hören konnte, dass wieder Pfleger angeflogen kommen, hat die geschreit und gerufen, Kinder betet, Kindergebet dringt durch die Wolken. Und das ist natürlich auch heftig, die Pens dafür verantwortlich zu machen. Da haben die noch mehr Angst gehabt, wie sie vorher alt hatte. Ne, so jetzt auffallend, das ist mir nicht bekannt. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass meine Mutter sich uns einmal über irgendwer im Keller beschwert hätten. Die war sowieso sehr, ja, wie sagt man, verdreischlich oder was auch immer. Ja, das ist auch typisch von den Pens. Also das ist ja auch noch so, wenn ein Kind eine verloren hat von der Älteren oder sonst wie jetzt Schlimmes erlebt hat, dass die Pens von einer Minute auf die andere kriechen können und lamentieren und ganz schlimm dran sind oder ganz würdig sind und im nächsten Moment können sie da raushüpfen und spielen und jutzen und sich freuen. Und das ist vielleicht auch nötig für in der Seele zu überleben. Ja, wo ich mich dran im Zusammenhang mit einer Bombe, da hatten die Nazis natürlich eine Jode gegründet und haben alle Kinder, die haben natürlich auch dran gedacht, die Nazis bestehen ja ewig, also gucken wir, dass unser Nachwuchs denn nichts passiert, haben sie die Kinderlandverschickung, KLV, gegründet. Und die Kinderlandverschickung, das ging dann so, dann wurde eine Zucht zusammengestellt und da wurde dann irgendwo hin in eine Lager und wie da wiegern, weiß ich nicht. Ich hatte das Glück, bin nicht in das Lager gekommen. Ich war auch in der Kinderlandverschickung und wo ich mich daran erinnere, in Köln am Hauptbahnhof wurde ein Sonderzug eingesetzt. Und ich war mit meiner Mama wohl bei einer der Letzten, woher meine ich das? Weil da, wie wir ankommen, überall, wo es ging, damals ging das mit der Zwischen noch die Fenster rausgelassen worden und man konnte dann die Temperamente sind. Menschen, Pens, haben Rotz und Wasser gekriegt. Andere waren froh, dass sie endlich jetzt anders zu sehen kriegten. Ja, der Vater war dann auf dem Krieg, wie mein Vater, der war in Russland. Und meine Mutter, ja, und ich, ja, man hatte natürlich, ja, meine Mutter hätte mich nur mit einem weinenden Auge fahren lassen, weil sie sagt, der arme Junge, jede Nacht wird er dann rausgerissen aus dem Schlaf und dann in der Schulgüte vielleicht nicht wieder. Und sie selbst ist in Köln geblieben und hat die ganze Bomben an ihre mitgemacht. Ich glaube trotzdem, dass es nicht nur ein auch gewesen ist, wo sie mitgekriegt hat. Sagen Sie, wo bist du dann hingekommen? Was war das für eine Familie?
Da hatte ich viel Glück gehabt. Es waren Kinder, also eine Familie ohne Kinder. Und da waren die Schwiegereltern noch dabei, also 4 Personen, die übrigens mit den Nazis nichts zu tun haben wollten. Und die mich aufgenommen haben wie ihr Kind, weil sie selbst keine hatten. Es waren wirklich Lebensglück. Später habe ich dann auch probiert, ausfindig zu machen. Da waren die feindlichen Flieger aber alle so stark, dass sie auch Nürnberg zerbombt haben. Und die Assmanns, so hießen die Lück, die waren dann auch in Mitleidenschaft gekommen. Ich habe sie nie mehr gesehen. Wie hast du die dann überhaupt gefunden? Also wie kommt das, dass ausgerechnet du in ausgerechnet die Familie kommst? Ja, das war ein Glücksfall. Die haben sich wohl irgendwie gemeldet, wer ist bereit, Kinder, die sich vor Bomben fürchten, aufzunehmen. Und die gehörten dazu. Und wir waren zu dritt aus Riel. Und wir wurden auch privat untergebracht. Wieso? Wir sollten eigentlich nach Schwabach. Und da ist aber, ich weiß nicht, Typhus oder irgendetwas Ansteckendes ausgebrochen. Und da wurden die flück, in der Familie untergebracht. Der Älteste von uns, der war 2 Jahre älter, der hat Pech gehabt. Der kommt in einem Hausmeister von der Schule. Und wieso Pech gehabt? Da musste er jeden Tag die Turnhalle, eine große Turnhalle, ganz allein fegen, so eine Linoleumboden. Und dann durfte ich spielen. Und dann wurde der Erwin und ich, wir sind dann jeden Tag beide gegangen. Und es waren ja noch Bessere da. Und da wurde dann das Zeug gestreut. Und dann sind wir 3 Versatz hintereinander, haben wir dann die Turnhalle gefegt und dann wurde die relativ flück sauber und dann konnten wir 3 spielen. Also das war aber, der habe ich halt nicht mehr gekriegt. Die erste Woche habe ich viel gekriegt, obwohl, ich wiederhole mich, die Familie war zu mir wirklich lieb. Und mit Essen und Trinken war für die überhaupt kein Problem. Und ja, wie hätte man sich unterhalten? Verständig. Telefonieren ging nicht. Und ja, so wurden dann Briefe hin und her geschrieben. Und wenn man Glück hat, kriegt man dann jede Woche einen Brief. Und ich weiß auch, einmal ist auch unser Päckelchen gekommen, war richtig lieb. Und einmal habe ich auch von meinem Vater aus Russland einen Brief gekriegt. Ich habe einen Hück noch. Da lag dann auch, ich weiß nicht, wahrscheinlich eine 10 Euro, eine 10 Markchen dabei, der von seinem Sold dann für mich abgespart hat. Und ich war ungefähr eine halbe oder 3/4 Jahr in Nürnberg, da ging es wieder retour nach Köln. Und da habe ich natürlich perfekt Nürnbergerisch gesprochen. Da ist aber nichts mehr von geblieben. Ist schön, dass wir jetzt wieder Kölsch fahren. Sagen Sie, wie du nach Köln retour kommst, da war der Krieg doch alt ganz schlimm. Und du bist aber trotzdem in Köln geblieben und dann am Dreikönigsgymnasium gegangen. War das dann da wie für den Krieg oder hat sich da auch alt jetzt geändert? Ja, da hat sich halt etwas Wesentliches geändert. Die Turnhalle, also das Gymnasium selbst war noch unbeschädigt, aber die Turnhalle war total zerstört. Und die haben sie auch, bis ich von der Schule gegangen bin, nicht mehr abgebaut. Und dann hatten sie dann wohl einen allen her aktiviert. Der tät uns dann einmal in der Woche oder auch zweimal Sportunterricht geben. Das war dann gehampels um den Schulhof. Und beschlechten wir da fehlt das natürlich aus. Die Lehrer, die du gekriegt hast, waren doch alle Molde alt, ne? Ja, sie waren durchweg jenseits des Einberufungsbefehls, dem sie nachkommen mussten. Und alle in der Partei? Ich vermute das.
das Dreikönigsgymnasium war irgendwie eine Ausnahme. Ich weiß, dass mir bis am Ende, also bis ich dann nach Bayern bin, das war dann 44, also kurz vor Ende vom Krieg, da hatte mir noch der Pastor Dr. Rössler, der uns Religionsunterricht gegeben hat. Und jede Woche, Donnerstag, wurden dann normalerweise auch ein Schulmesse gehalten. Und da hätte man auch darauf aufpassen, ich meine, du wurdest nicht bestraft, aber man hätte gern gesehen, dass da noch alle Schüler in der Messe kommen. Das ist echt ungewöhnlich. Das ist ganz ungewöhnlich. Aber sagen Sie, du bist Nornsfort gewesen, 44, in Neubeuern. Da Ja, möchte man jetzt 43 war ja der näher schreckliche 1000-Bomber-Angriff über Köln. Und da hat meine Mutter wohl endgültig Mitleid mit mir gehabt. Ich war ja inzwischen am Gymnasium. Und da hat sie Angst, dass ich zu wenig Schlaf kriege und mich richtig lehren konnte. Und da ist sie dann, mein Vater war ja in Russland, sie wollte aber irgendwo Rat holen, wo sie mich vielleicht hinschicken konnte. Und ist sie dann zum Ortsgruppenleiter, hieß das damals. Das ist Ortsgruppenleiter, das war natürlich einer, der von den Nazis genehm war. Und der dann über, ich weiß nicht wie viel in Köln Jahr, jedenfalls so 1500 Seelen, der jeweils einen Ortsgruppenleiter betreuen. Betreuen ist gut, also kontrollieren kann man sagen, so ganz Fädel, ne? So ganz Fädel, ja. Ich habe nicht neu gelernt, also das ist so ungefähr so jetzt wie so eine Gauleiter in klein, kann man sagen. In ne? ganz klein, ja. Es gibt manchmal noch die Namen von den Ortsgruppenleiter im Internet. Da haben sie drüber geschrieben. Ja, von Ihrefeld und so geschichtliche Aufsätze ist ganz interessant zu Das ist lesen. erstaunlich aber. Aber was hätte der Ortsgruppenleiter dann gesagt? Konnte er dich nicht in die Kinderlandverschickung bringen? Meine Mutter hat dann gesagt, ja, der ist auf dem Gymnasium. Da gibt es die NAPOLA, NPEA, Nationalpolitische Erziehungsanstalt. In Bensberg ist der nächste. Und das ist ja schon Russe von Köln, wo keine Bombe mehr fallen. Und auf was für eine Schule ist sie dann? Ja, um DKG. Ja, das ist altsprachlich. Bensberg ist neusprachlich. Ja, wo könnte mir so und so? Aber das kann ich nicht bezahlen. Das Brutto auch nicht zu bezahlen. Das heißt, das Schulgeld von 20 Mark, das müsste jeden Monat noch wie viel bezahlen. Aber Essen, Trinken, was antrecken soll, das kriegt er alles gestellt. Das kostet nichts. Oh, das ist aber, ja, und dann lehrt er das, was er auf Kinderschule, das ist so richtig Internat. Dort liest er Regel, Motorradfahren und Tanzen. Also so eine richtige Strunz, ich habe den Strunzfilm gesehen. Du bist Motorrad gefahren? Ne, ich bin nicht Motorrad, das war der Strunzfilm. Da hätten die das all fabrizieren. Ne? Ja, und was javet dann? Wo kommt man her mit also Latein und jedenfalls, Griechisch? Das ist neusprachlich. Bensberg, es gibt 4, das hat er neu gelehrt, oder 3 in Plön, in Schulforta, in Neubeuern. Javet altsprachliche NPEAs. Das heißt, die haben dann die Nazis, das, was Juden erfolgreich war, zum Beispiel die Pfadfinder. Das ist eine Abklatsch, die Hitlerjugend, das ist eine Abklatsch von der Pfadfinder. Ne? Das weiß man ja, oder von der katholischen Jugend überhaupt. Ja, du gehst jetzt davon ab, also Plön, Neubeuern und Schulforta. Ja, und dann hätte meine Mutter das aber auch nicht allein entscheiden wollen, hätte sie meinem Vater nach Russland geschrieben. Also das war 43, so lange hätte sich das hingetragen. Und hätte meinem Vater geschrieben, was er von Schulforta hielt. Und er hätte der zurückgeschrieben in einem Feldpostbrief, die an sich alle
kontrolliert hat, aber der ist durchgegangen. Hätte ich geschrieben, nicht nach Schulpforta. Schulpforta kommt der Russe hin. Das war 1943. Da hätte er das schon geschrieben. Das war ja erst Goraschet. Und dann bist du in das Neubeuern Und gekommen. so bin ich dann nach Neubeuern. Das ist in der Nähe von Rosenheim. Also Oberbayern war das. Und da bist du wieder allein hergefahren? Ja, bin ich dann auch allein hergefahren. Ja, ich war ja schon 14 Jahre. Ne? Und da musste ich eine Woche Probe machen. Da wurde sie dann geprüft in Deutsch, in Englisch, Latein und Leibesübungen. Und habe ich mir mal gesagt, dass wenn das so eine Elite-Schule ist wie die Strunze, bin ich in einer Woche wieder in Köln. Und, aber ich habe die Prüfung bestanden und ich meine, heute weiß ich natürlich ganz anders wie damals. Die Lehrer wussten wohl damals schon, dass der Krieg verloren war. Aber man konnte noch spüren, was für eine harte Zucht da war. Zum Beispiel, was sie beibehalten haben. Das war Schloss Neubeuern. Und da gingen wie sagt man, so eine Schotterweg runter in das Dorf Neubeuern. Da war ein kleines Schwimmbad. Das haben wir Junge übrigens zwischendurch sauber gemacht. Da gingen da runter auf blecke Füße, wurde durch das Schwimmbad geschwommen und dann wieder gelaufen und dann fing der normale Tag an. Wäsche, Frühstücke, Unterricht und der war ja zentral. Wurde gesteuert. Also ich hatte selbe Bücher wie in Köln. Und insofern hatte ich vom Lehrer her überhaupt keine Probleme. Nur mit dem Gerätetonne habe ich bei Null angefangen. Und schon in Köln war ja halt immer. Das ist aber doch schlimm mit blecke Füße für ein Frühstück der Bircheraff. Was haben die dann sonst noch gemacht für die spätere Soldaten und die Juden Nazis auszubilden? Ja, dann kam auf einmal ein neuer Lehrer. Ich weiß nicht, wo sie der abgejagt haben. Ich meine, das war ein Holländer gewesen, spielt aber auch keine große Rolle. Jedenfalls, das war unser Sportlehrer. Und der wird ja Geräte turnen und laufen und springen und unter anderem Boxsport. Und jetzt war ich ja 2 Jahre älter wie all die anderen und das hätte man in dem Alter merken. Und dann kamen sie bei mich und ich war damals so groß wie ich klein war. Kamen sie auf mich an und gesagt, Hermann, gleich haben wir ja Boxsport, bist du lieb und hau nicht so fest dazu, das tut verdammt weh. Ne? Ja, ich sage, gucken's, wenn ihr der Kopf vielleicht bewegt, dann hau ich ins der Neffe und dann, das geht dann schon. Und gesagt, getan, Boxen fing an und der erste, da hatte ich dann im Visier und wenn ich richtig so geschlagen hätte, das war auch noch einer von der Kleinen. Und da habe ich dann kräftig ausgeholt und dann ging der Schlag am Gesicht vorbei. Hatte also nur der Wind mitgekriegt. Und dann habe ich das ein paar Mal, dann habe ich ihn einmal am Kinn getuppt. Und der Lehrer, der war ja selbst Sportler, der war ja nicht doof, hätte gesagt, hier, besser zuschlagen. Keine Windinger. Ich denke, ich habe das dem versprochen. Was man verspricht, man muss man halten. Und dann noch sagt Moment. Hätte sich ein paar Boxhandschuhe genommen, jetzt muss ich dazu sagen, ich war damals 1,70 und der war so 1,90. Da trägt sich die Handschuhe an, sagte so, jetzt boxen wir 2. Aber Boxen ist gut, ne? Ich habe dann ausgeholt und der mit einem, also der konnte das, ich konnte das nicht. Und hätte mich dann mir gezeigt, wie man hart zuschlägt. Als ich dann eine Herrendick gelebt hat, dann war es dann wohl genug, dann hätte es hingelassen. Es hätte so, was man tut, muss man richtig tun. Und das war aber das Einzige, was wohl übrig geblieben ist. Du warst aber dann auch 14, ne? Da haben die doch sicher auch, das war doch das Alter, wo man in der Kriegstrecke konnte. Ja, eines Tages kamen mit Mitschüler. Du, Hermann,
du darfst dich freiwillig melden. Ab 14 darfst du Soldat werden. Und ich wusste von meinem Vater, da kommt der Russe hin. Ne? Ich denke, jetzt stimmt hier nicht. Der Wehrmachtsbericht, ich habe ihn ja immer aufmerksam gehört, es war dann auch ein organisierter Rückzug, um die Frontlinie zu bereinigen. So einen Scheiß haben die verzahlt. Und da habe ich gesagt, nein, ich melde mich nicht freiwillig, ich bleibe bei euch. Ich denke, kann man danach, da ist jetzt noch Soldat werden. Also so schlau war ich. Aber du wurdest auch nicht gedrängelt? Das hatten die wohl alle hinter sich. Ich bin ja in der Quarta da hingekommen. Ich war ja ein Spätzünder. Die Lehrer, die wussten wohl inzwischen all, dass der Krieg verloren war. Und sie wussten wohl auch, dass die Nazis bei der Feinde alles andere als gut gelitten waren. Und was hat unser Klassenlehrer gemacht? Das waren die schönsten Abende, die der dann gemacht hat. In der Bibliothek, abends am offenen Kamin für. Und dann hätte aus einem Roman für gelesen, Abel und die Mundharmonika. Und hat dann selbst Gitarre gespielt. Und viele Jahre später ist es mir klar geworden, dass die Klasse über uns, dass die schon als Soldat waren. Das war schlimm. Ja, Lev Lückscher, das ist so eine Sache. Wir haben jetzt von der Sirene, von der Nächte im Keller, Papa Soldat, von der Kinderlandverschickung und Napola jetzt geholt. Und der Hermann hat trotzdem gesagt, er hat Glück gehabt. Ich glaube, das ist echt typisch für die Generation damals, dass sie gelehrt hat, immer auf das Positive zu schauen und nach vorne zu blicken. Wahrscheinlich hätten sie das sonst emotional überhaupt nicht erlebt. Aufgepasst, jetzt wird Kölsch gelehrt. Es gibt so ein paar Wörter, die man vom Krieg lernen muss, auch wenn man den Krieg nicht will. Das ist erstens der Krieg. Und die da kämpfen, das sind die Soldaten. Der Soldat, die Soldaten. Dann geht es natürlich wie im Hudütsche Bombe und Granate und auch Flieger. Und eine Kaserne natürlich, die geht es auch noch. Aber was ein schöner Ausdruck ist, der mit Hüg noch im Fastelovend zelebriert wird, aber in aller Freundschaft und Friedlichkeit, der Zachabel, der Säbel. Die Soldaten tun salutiere. Und hier könnt ihr jetzt lernen, was immer bei den Fremdwörtern ist, die ob ihren im Hudütsche obhören. Die sind ob Kölsch nämlich immer ob Ehre mit 2 E. Also das kölsche Wort für Versöke. Probiere. Und für Normache. Imitiere. Und in der Hängkletsche. Applaudiere. Und für Jömere oder sich beklare. Lamentiere. Jo, Lev Lückscher, jetzt sind wir am Eng. Das war eine lange Verzell und der haben wir nicht gemacht, für euch bedröft zu machen, aber für zu der eigenen Erfahrung zu stehen. Es ist ja lang genug viel getan wurde, dass die Leute nicht darüber sprechen täte. Und sie haben den Mund nicht abgemacht, für nichts Bedröftes zu erzählen, manchmal vielleicht auch jetzt zu verdrängen. Und das gibt eine echt schwere Rucksack und man kann auch nicht zu singen Gefühle stehen. Die Leute haben wirklich die Sprache dann verloren und das wollen wir nicht. Deshalb sind wir besonders froh, dass der Hermann uns der Bericht gegeben hat. Und wir freuen uns, wenn er beim nächsten Mal wieder dabei ist. Tschüss.